Milanche, was macht man, wenn am 7. der Nachbar den Rasen mäht? Hey, einfach schauen, dass du einen Schweizer Pass hast. Weil mit der Einbürgerung kommt auch so dein Recht und deine Lust auf Ruhezeit. Weißt du, was Kollege, Hey, so nicht, so nicht! Verstehen Sie mich? Und dann bist du einfach so eine Rudi, weißt du? Joso, Rasenmähen. Hey, gehst einfach mal raus zum Nachbar, wechselst ein paar Worte und so. Merkst, dass ihr mega Gemeinsamkeiten habt und dann trefft ihr euch immer wieder öfters und du findest so, hey, du hast doch das eine Hobby, ich auch. Und dann fangen ihr an zusammen Tennis zu spielen und ihr geht immer wieder mehr Tennis spielen und es ist dort so eine richtige Freundschaft. Du merkst so, boah krass, wir sind echte Kollegen geworden über die Zeit, so einfach so ein random Nachbar und wir sind jetzt Friends. Und dann nach Jahren von Freundschaft und tiefführenden und tiefgründigen Gesprächen merken ihr, das ist mehr als eine Freundschaft. Das ist aber irgendwie, es fühlt sich auch falsch an, weil du hast ein Leben, du hast eine Frau, er hat eine Frau, ihr habt ein Kind, aber es fühlt sich halt auch richtig an. Zuerst versteckt ihr es mega und redet auch so. Es ist auch geil, weil es irgendwie so euch ein Geheimnis ist, aber irgendwann findet ihr einfach, hey nein, schau, das bin ich und ich muss mich nicht für das schämen. Wir sagen jetzt, und klar, euer Umfeld wird mega finden, hey, das geht nicht, die sind beide verheiratet. Aber irgendwann werden sie sagen, schau, aber sie sind glücklicher damit. Und dann wohnen ihr zusammen, es ist mega schön und du stehst am Morgen auf und schaust ihm mit den Augen und sagst, Schatz, könntest du aufhören am 7. Uhr morgen Rasen mähen?